Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wieder mal um 12:30 in der Nacht. Lieben wir. Ich schwöre, jede Podcast-Folge wird immer so spät aufgenommen. Ihr habt wahrscheinlich von mir das Gefühl, dass ich ein absolutes ADHS-Kind bin, was ich auch actually bin. Aber irgendwie um diese Uhrzeit bin ich einfach noch viel mehr auftreten, als ich sonst bin. Aber egal. Friends, ich freue mich so, um die Podcast-Folge aufzunehmen. Erstens mal, weil wir über das Thema reden, wo wir eigentlich, also wir haben ja letzte Woche schon 2 Themen gehabt, wo ihr beide nice findet. Aber das Thema Freundschaft hat ein bisschen gewonnen. Aber es haben wir auch mega viel geschrieben. Hey, kannst du noch über das Thema schlechte Noten und so reden? Das bedrückt mich gerade und das könnte ich gerade wirklich brauchen. Und here I am. Ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, wo ich auf jeden Fall kann ich euch mit auf den Weg geben, was meine Erfahrungen sind. Also ich war ja im Gymi und zwar jetzt studiere ich und ich habe zum Glück in dem Sinne nicht so, also es ist eine andere Art von Noten als im Gymi. Es ist, ja, aber im Gymi ist glaube ich schon das Maximum erreicht, das ich an meiner Noten-Experience, also an meiner schlechten Noten-Experience gemacht habe. Und darum kann ich euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel davon erzählen und vielleicht könnt ihr aus dem Zeug, wo ich habe einfach so ein bisschen über mich reflektiert, warum ich schlechte Noten hatte, was ich eigentlich falsch gemacht habe und jetzt im Nachhinein, wo ich so ein bisschen älter bin und auch ein bisschen kann ich über mich selber reflektieren, hey, warum habe ich scheiß Noten gehabt? Hätte besser machen. Und was ich auch vielleicht jetzt in der Zeit, als ich selbstständig war und jetzt auch im Studium bin, was ich so ein bisschen für mich gelernt habe, was ich eigentlich im Nachhinein mit dem Gymi besser jetzt machen. Aber vorher, Friends, ich habe wieder mal ein Lebensupdate. Und es ist so schön. Also ich habe letzte Woche gesagt, dass Can und ich die Wohnung bekommen haben. Und es geht alles so schnell. In der vorletzten Folge habe ich noch nicht mal gewusst, dass ich eine Wohnung habe. Und jetzt, wenn ich das aufnehme, es ist Dienstag. Gestern sind wir eingezogen. Wir haben gestern den Schlüssel bekommen. What the fuck? Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Also gestern ist der Can schon mit seinem ganzen Zeug, seine ganzen Möbel und so, ist er schon mit seinem Dad angefahren an unsere Wohnung und hat jetzt alles eingeräumt. Es ist zwar noch voller Schachteln und Krümpel, also der Boden ist gefühlt voll, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Aber wir haben eine Wohnung und es ist so crazy. Also wirklich, ich muss gerade ein bisschen leisiger sein, aber ich würde eigentlich gerade umschreien. Aber das ist vielleicht auch gut, weil meine Schwester pennt auch nicht. Die geht morgen muss sie um 5 Uhr aufstehen, weil sie auf Mailand geht. Da muss ich ein bisschen leisiger sein. Aber es gibt auch wieder mal ein bisschen ASMR-Content. Nein, ich habe mich einfach, ich freue mich so fest. Und wir sind jetzt gerade, also ich glaube, ich habe am Anfang oder in einer Podcast-Folge habe ich das erzählt, dass wir so ein bisschen am Struggle sind, von wie wir jetzt die Wohnung einrichten wollen. Oder irgendwo habe ich irgendetwas gesagt, dass das so ein Reibungspunkt war. Und also, wir haben das Gefühl, noch keine Möbel zusammen gekauft. Aber wir sind mittlerweile schon an einem Punkt, wo wir beide hyped sind und mittlerweile ähnlichere Vorstellungen haben. Und auch wirklich, ich bin so proud of uns, wir machen es so gut. Wir sind so gut, momentan in beide Kompromisse eingehen und finden. Und wie Kompromiss muss nicht heißen, dass die andere Person unbedingt muss etwas aufgeben muss, sondern dass man etwas findet, wo beiden gefällt, so, wo beiden Vorstellungen entspricht. Und ich bin gerade so erleichtert, dass wir, also eben, wenn wir die Möbel dann wirklich nachher kaufen, dann wird es wahrscheinlich schon ein Beef geben. Aber einfach jetzt gerade. Wir sind jetzt eben gestern, ich habe gar nicht erzählt, gestern hat der Can reingehen und am Abend ist quasi, also ich bin dann halt auch gerade nach der Schule gegangen und ich habe jetzt einfach so einen kürzeren Arbeitsweg, also Schulweg, und das ist so geil. Ja, also habe ich immer so, keine Ahnung, eine Stunde halt am Morgen und eine Stunde wieder zurückgegangen. Also ist jetzt das Allerschlimmste, ich weiss, es gibt Leute außer die haben wahrscheinlich 5 Stunden eine Weltreise machen, aber es ist halt obviously chilliger. Und ja, ich bin dann einfach heimgekommen, also in meine neue Wohnung, heimgekommen, klingt so fremd nach. Und es war so crazy gewesen. Es ist so, ich weiss nicht, für die schon in einer Beziehung sind oder vielleicht sogar schon länger in einer Beziehung sind, aber noch nicht zusammen wohnen, die können das vielleicht gerade ein bisschen eher ausmalen, dass man vorher immer das Hin- und Her fahren und bei dieser Person übernachten und auch bei der anderen. Und gerade wenn man noch in der Familie wohnt, ist das obviously noch etwas anderes, als wenn man nachher zusammen alleine eine Wohnung hat. Man ist selber verantwortlich für die Wohnung und man kann sie so einrichten, wie wir wollen. Und es ist einfach, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, beschrieben, es ist auch geil as fuck. Aber ja,
Da haben wir wie gestern Abend zuerst mal angestoßen, Café de Paris. Und da sind wir wirklich von Raum zu Raum und haben alles genau geplant, gefühlt schon fast im Detail, so wo wir was für das Möbel haben wollen. Und wir sind so hyped. Ich liebe es. Also am Anfang hat er ja wirklich zuerst so ein bisschen, also sind wir voll vom unterschiedlichen Style gewesen. Und ich habe wirklich Angst gehabt, also für die, die jetzt das in den letzten paar Podcast-Folgen, ich weiß nicht mehr, wann ich es erzählt habe, gesagt habe, er hat so ein bisschen lieber den alternativen Style, so ein bisschen mit Holzmöbeln, vielleicht sogar altem Holz und so, und, oder so ein bisschen dem silbrigen, metalligen Gestell, mit so, weißt, zum Beispiel ein silbriges Gestell, also wie sagt man nicht silbrig, sondern das, eben mit metalligen halt, basically, oder Chrom. Und dann so, keine Ahnung, Pflanzen drauf und Bücher und einfach lieber so den unaufgeräumten Vibe, aber nicht, ja, vielleicht wisst ihr, wie ich es meine. So. Und ich kann am Anfang lieber so den moderne, ganz kleine, schlichte, so den beige, den Vibe habe ich lieber gehabt. Also, was die einzige Gemeinsamkeit, die wir hatten, sind Pflanzen gewesen, dass wir beide Pflanzen mega nice finden. Und das ist es dann auch schon gewesen. Und jetzt mittlerweile haben wir wirklich eine sehr, sehr geile Mitte gefunden. So, dass man zum Beispiel, wenn Holz, dann so ein bisschen dunkles Holz oder nicht so ganz altes Holz sozusagen. Einfach so Sachen, Pflanzen sowieso und jetzt so ein bisschen ein hellerer Dings und nicht alles komplett farbig. Ja, also wir haben jetzt einfach so ein bisschen auf Pinterest, für die jetzt auch gerade an diesem Problem sind, gehen auf Pinterest, gehen Bilder suchen. Wir haben jetzt extra einen Wohnungsgruppenchat gemacht, also wo nur wir zwei drin sind auf WhatsApp. Und dort wir immer Inspo reinschicken und dann können wir ihm sagen, das gefällt mir nicht. Und, oder gerade telefonieren und dann immer Bilder wieder schicken. Und dann, wenn ihr etwas gefunden habt, dann schickt es in den Chat. Und dann könnt ihr immer wieder in dem Chat schauen, so, was so Inspo ist. Zum Beispiel jetzt haben wir so eine richtig lange Diskussion, also nicht Diskussion, aber so mega lang nach Stühlen gesucht. So richtig random. Nach Stühlen für unseren Tisch. Weil er hat es, also das ist wirklich, oh, das ist so unterschiedlich. Er hat so holzige alte Stühle wählen, ohne, wie sagen wir, ohne Stoff, also ohne Bezug so. Und am besten alle Stühle unterschiedlich. Und für mich so, nein, ganz schlimm. Ich habe lieber alle Stühle müssen gleich aussehen, safe. Also wenn ich es jetzt komplett nach meinem Geschmack würde, dann würde ich weisse Stühle wählen, kleine Stühle, wo so einen Küssebezug haben. Aber also das haben wir gleich gehabt, dass sie nicht auf der Seite die Armlehne haben. Das war die einzige Dings. Jetzt haben wir so lange nach Pinterest gesucht. Jetzt haben wir einen Stuhl, einen passenden gefunden. Ob es dann auch wirklich nachher existiert, I don't know. Aber ja, irgendwie haben wir es geschafft. Also wie, was ihr auch mit eurem Partner zusammen seid oder einfach sonst mit irgendjemandem oder mit der Wohnung zusammen einrichten. Pinterest. Ich schwöre, das ist so geil. Aber ich glaube, ich würde mal, wenn ich jetzt mich so ein bisschen eingelebt habe, einfach mal eine Podcast-Folge machen, wo ich oder wir zusammen vielleicht sogar, wo wir über das Thema Ausziehen reden und, oder vielleicht sogar mit einem Partner zusammen ausziehen und all das. Also ich glaube, ja, wenn wir so ein bisschen mal Erfahrungen gemacht haben, ist das auf jeden Fall eine mega spannende Podcast-Folge, die ich auf jeden Fall auch jetzt braucht. Ja, genau. Aber heute geht es, wie gesagt, nicht um das. Es tut mir mega leid, ich habe schon viel zu lange über das Thema geredet, aber vielleicht findet ihr das auch spannend. Ja, und zwar geht es eben um das Thema schlechte Noten. Und ich finde es eigentlich ein mega, mega spannendes Thema, weil eben ich habe gerade wenn ich im Gimmi war, für die jetzt gar nicht auf dem Schirm sind, ich studiere jetzt, habe 2 Jahre selbstständig ein Zwischenjahr gemacht und habe im 2021 habe ich meine Matur gemacht. Genau. Also ich bin 4 Jahre im Gimmi, ich habe ein Kurzzeitgymnasium gemacht. Aber das hat mir gelangt. Nein, und ich bin auch vorher in der Sek nie ein Musterschüler mit super Noten. Ich hatte immer so 4,5 gehabt. Weißt du, irgendwie so ganz im Durchschnitt, würde ich jetzt mal so sagen. Aber nie speziell gut, auch nicht speziell schlecht. Für die das Zürich-System kennen, ich bin in der Sek A gewesen. Ich glaube, in Bern und so ist es halt einfach Sek, weil es nach Real und so geht. Aber ich weiß es nicht, ist auch scheißegal. Und wenn ich ins Gimmi komme, ist es für mich recht so, ja, von den Noten in den Berg abgegangen. Ich bin in der Sek nie speziell gut gewesen. Das ist eigentlich so das Grundding. Ich bin nie ein Schüler gewesen, der gute Noten, easy gute Noten gemacht hat, sagen wir so. Also ich habe nie, ich glaube, es gibt mega viele Leute, die so mega krass, zum Beispiel in Sprachen mega schlecht sind und in mathematischen Sachen mega gut. Und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht gehabt. Ich habe kein Fach gehabt, wo ich speziell gut war. Also ich bin wie Sprache bin ich immer so bei einem 4er, 4,5 gewesen. Und Mathe auch. Und also ich bin überall, habe ich das Gefühl, ich muss mich so ein bisschen übers Wasser, also immer so
der Kopf knapp über dem Wasser, so ein bisschen, dass ich halt durchkomme. Und ich hatte einfach kein Fach gehabt, wo ich speziell gut war. Das Einzige, was ich wirklich immer so ein bisschen, wo ich rausgestochen bin, ist BG gsi. Zwar im Gymi auch nicht, weil wir halt das Profil BG hatten. Das heisst, das sind alle gut gsi BG. Das heisst, ich bin dann auch nicht mehr es sind gut gsi, weil in der Sek bin ich immer, das ist so, ich bin die gsi, die gut zeichnen kann, ich bin die gsi, die kreativ ist und bla. Und ja, und irgendwie habe ich das, also das ist jetzt wie so ein bisschen meine Vorgeschichte und auch die Gedanken, die ich mir gemacht habe und wo ich das erste Mal gehört habe, mir so gut da hat, einfach zu wissen, hey, ich bin nicht irgendwie, also es muss nicht immer an mir liegen und ich muss nicht in einem Fach gut sein. Und zwar kann ich euch das jetzt auch auf den Weg geben. Mir hat mal etwas mega gutes Beispiel gemacht. Und zwar ist unser Schulsystem, jetzt kommt ein kleiner, ja, wie sagen wir, etwas gegen das Schulsystem, weil ich es halt jetzt nicht das beste System finde von der Schule, aber das ist jetzt meine Meinung. Aber ich würde so ein bisschen sehen, dass das Schulsystem nicht für alle Leute genau geeignet ist. Eben, wenn du wirklich gut bist in Mathe oder gut bist in Sprache, dann ist das dein Jackpot. Dann hast du mega gute Noten in der Schule und du kommst easy durch nachher ein Berufsleben. Aber ich zum Beispiel würde sagen, ich bin eher begabt in so kreativen Sachen und in zum Beispiel sprachlichen, außer jetzt Franz, aber das habe ich erst nach der Schule gelernt. Egal, anderes Thema. So mathematisch, sprachlich und wissenschaftlich und all die Fächer, die man in der Schule hat, bin ich nie überdurchschnittlich gut gewesen oder haben mir überdurchschnittlich Spass gemacht oder ist meine Passion gewesen oder irgendwie so. Und darum habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, hey, ich kann nichts, ich bin schlecht, ich bin dumm. Und eben, jetzt kommt der Vergleich, der für mich so ein Gamechanger war. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, das Schulsystem ist wie, also jetzt muss ich gerade schon überlegen, wie ich das am besten will sagen. In der Schule lernen wir Fächer wie eben Mathe, Sprache, bla bla. Und stell dir vor, das wird verglichen wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt. Und warte mal schnell, wie ist das? Ich kann es voll nicht gut sagen. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Es ist so spät. Okay, also ich muss mir vorstellen, ich bin eine Klasse mit ganz vielen unterschiedlichen Tieren. Genau, so geht's. Da hat es Affen dabei, da hat es Fisch dabei, da hat es Chamäleon dabei, da hat es, keine Ahnung, alles dabei. Und im Schulsystem geht es jetzt aber darum, wer kann am besten schwimmen. Und obviously, wenn du ein Fisch bist, kannst du hure gut schwimmen. Du kannst auch hure gut schwimmen, wenn du eine Ente bist. Du kannst auch hure gut schwimmen, wenn du, keine Ahnung, was kann schwimmen, ein Krokodil. Aber wenn du ein Affe bist, dann kannst du nicht gut schwimmen. Und das finde ich auch wack, weil egal was du willst machen, du kommst nie so gut an wie der Fisch. Aber dafür kannst du gut klettern, was ein Fisch nicht kann. Ein Fisch ist scheiße im Klettern. Aber im Schulsystem ist es halt hauptsächlich so, dass es ums Schwimmen geht. Und der Affe hat halt obviously das Gefühl, er ist scheiße, er kann nichts. Aber er kann halt etwas, was einfach im Schulsystem vielleicht nicht Priorität hat und nicht mega wichtig ist oder so. Und das hat mir irgendwie mega geholfen, die Ansicht. Dass ich auf jeden Fall gut bin in etwas. Ich bin safe in irgendetwas gut. Vielleicht wisst ihr das auch noch nicht und ich habe es auch noch nicht gefunden. Und das ist ja voll okay. Aber das heisst nicht, dass ihr dumm sind oder schlecht in der Schule oder keine Ahnung, nur weil ihr nicht schwimmen könnt. Genau, das hat mir mega geholfen. Und wie gesagt, also ich bin jetzt aus dem Gymi. Ich mache jetzt genau das, was ich kann. Das kreativ sein, das mit Medien und all das haben wir im Gymi halt null gehabt. Also ja, höchstens in BG, aber das war halt einfach so ein kleiner Aspekt gewesen. Und eben, wenn man einen hatte, dann bin ich auch gut gewesen, aber ja, ich weiß nicht, was ich will raus. Und jetzt studiere ich das. Jetzt kann ich die Passion ausleben, jetzt kann ich meine Berufsrichtung in das gehen und jetzt fühle ich mich auch nicht mehr dumm. Also ja, wir haben jetzt noch keine Noten gehabt und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich nur gute Noten jetzt machen will, weil jetzt bin ich halt auch nur mit diesen Leuten zusammen und jetzt wirst du halt ein bisschen spezifisch auf das Thema fokussiert, aber ja, die Ansicht hat mir mega krank geholfen und vielleicht hilft es ja irgendjemandem da draussen auch, so eben, dass er irgendetwas anderes gut kennt und vielleicht einfach nicht ein schulisches Fach ist, weil, also obviously, die Schule kann ja auch nicht für alles, was es auf dieser Welt gibt, ein Fach machen. Das wäre auch unmöglich. Und logischerweise geht es auch darum, dass wir in der Schule die typischen Basics lernen, die Grundlagen, wie jetzt halt Mathe oder Sprache. Aber das heisst nicht unbedingt, dass, wenn man das nicht kann, dass man
gar nicht kann im Leben und dass das einzige Wichtige ist, was man im Leben muss können. So. Genau, das war erstmal mein Vortrag über das Thema, also was ich einfach so, weiß auch nicht, noch loswerden, weil das mir mega cool fand, die Ansicht. Und, aber trotzdem können wir es jetzt nicht ändern, dass das Schulsystem so ist oder dass wir vielleicht ein Aff sind, die nicht schwimmen können, sondern wir müssen lernen, damit umgehen. Und ich kann natürlich auch nicht zaubern und euch jetzt ein Mittel auf den Weg geben und sagen, hey, wenn ihr das anwendet, dann habt ihr nur eine gute Note. Obviously nicht. Aber ich kann euch sagen, was ich im Nachhinein oder warum ich vielleicht schlechte Noten gemacht habe oder hätte können bessere Noten machen, was so meine Tricks sind, ja, um ein bisschen besser zu werden. Mega vieles habe ich erst gecheckt, als ich aus dem Gymnasium raus bin oder als ich für meine Matur gelernt habe. Gerade so Lernstrategien und alles. Und ich habe mich irgendwie so genervt, weil ich so gesagt habe, Mann, jetzt, was die Schule vorbei ist, weißt du, jetzt, weiß auch nicht. Und ich habe jetzt mal alles so ein bisschen aufgeschrieben und ich werde jetzt einfach mal uns ein bisschen davon erzählen. Also das Erste, was ich das Gefühl habe im Nachhinein, ist für mich so das grösste Problem eigentlich gewesen, ist, dass ich während dem Unterricht nie wirklich richtig aufgepasst habe. Wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selber bin. Also ich habe ADHS, wie gesagt, also habe ich am Anfang gesagt, lol. Das heisst, ich habe eine Aufmerksamkeitsstörung und kann nicht wirklich... Ja, es fällt mir halt schwer zum Zuhören und zum Sachen aufnehmen und mein Filter ist auch viel krasser. Also Informationen, die für mich als nicht wichtig empfindet, also wo mein Hirn nicht für wichtig empfindet, die werden gefühlt instant gelöscht. So. Ja, und das macht es dann noch zusätzlich schwierig. Heisst, ich bin im Unterricht eigentlich immer verträumt gewesen und habe auch immer im Hinterkopf gehabt, ja, also weiß auch nicht, entweder so, das brauche ich eh nicht im Leben oder auch, das check ich jetzt nicht, ja, ich kann ja dann, wenn Prüfung ist, dann kann ich ja dann irgendein YouTube-Video dazu schauen und jetzt dann schon irgendwie checken. Und es ist halt wirklich auch so gewesen, dass gerade während der Schule ich hatte so einen Anschiss manchmal gehabt, dass ich mehr einfach Zeit abgewartet habe, bis ich wieder heim gehen kann, weil ich einfach zu wenig Schlaf hatte und einfach müde war. Also ich kann nicht zuhören und ich kann einfach auch manchmal nur nach Hause wollen, weil ich eben einfach nicht mögen und weil es mich teilweise wirklich auch nicht interessiert hat. Und das war eines meiner grössten Fehler. Also erst einmal schlafen, genug Schlaf, dass man Sachen kann aufnehmen kann, weil sonst eben, ich mag mich erinnern, ich bin damals fast eingepennt. Also wirklich, ich mag mich noch erinnern, ich habe so oft auf die Uhr geschaut und Sekunden gezählt. Ich habe damals Strichli gemacht, nach 5 Minuten, zum näher am Ziel ankommen und so. Und also eben, so ist auch irgendwo auch menschlich, also keine Ahnung, so nicht jedes Fach interessiert einem und manchmal wird man halt auch einfach lieber heimgehen, als in der Schule sein. Aber es ist eigentlich so viel schlauer, im Unterricht aufzupassen, was jetzt eigentlich mega obviously ist, wenn ich das sage, aber vielleicht müssen wir das gleich schnell hören, weil ich hätte es auch hören. Es ist viel schlauer, im Unterricht aufzupassen, weil wenn ihr es im Unterricht schon checkt, dann müsst ihr so viel weniger lernen, wenn ihr Prüfung dann habt, weil ihr es einfach schon checkt. Und ich habe eben oft mega gedacht, ja, ich check das dann schon irgendwie, ich kann dann jemanden fragen nachher oder irgendjemand schickt dann eine Zusammenfassung oder ich kann dann ein YouTube-Video anschauen, wo es erklärt wird oder so. Und meistens ist nachher an dem gescheitert, weil ich es nachher einfach nicht gecheckt und ich bin verzweifelt beim Lernen. Und darum rate ich euch an, probiert es im Unterricht schon zu verstehen. Fragt eure Bankennachbarn, wenn ihr etwas nicht versteht. Ich könnte auch gerade die Lehrperson schon fragen. Ich weiss, man hat immer so das Gefühl, es ist so unangenehm, wenn man aufstreckt und sagt, hey, ich habe es nicht gecheckt oder etwas nachfragt, weil man es nicht gecheckt hat. Aber meistens ist es wirklich so, dass es Leute in der Klasse gibt, die genau, wenn du aufstreckst, mega froh sind, dass du gefragt hast, weil sie es auch nicht gecheckt haben. Ich hatte das immer auch ein bisschen Angst gehabt, Sachen nachzufragen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht dumm und alle anderen checken es oder das ist jetzt eine dumme Frage oder irgendwie eine Frage von, hey, vielleicht hat das die Lehrperson schon vorher erklärt und ich habe es nicht mitbekommen oder so. Aber lieber gehen dann nachher entweder während dem Unterricht oder auch vielleicht wenn es zum Beispiel jetzt so eine Arbeit gibt, wo ihr etwas mitmachen schnell zu der Lehrperson führen gehen und nachfragen. Lieber im Unterricht, ich sage es euch, es macht so einen grossen Unterschied und ich weiß, es ist unangenehm und ich weiß, man hat manchmal auch einfach keinen Bock, aber es ist so krass viel effizienter und nur schon, wenn du einfach mal etwas gecheckt hast, dann wird dein Selbstwertgefühl gerade auf. Du hast das Gefühl, ich habe etwas gecheckt, ich bin irgendwo ein bisschen mitgekommen dabei. Und dann kannst du vielleicht beim nächsten Mal Unterricht, weißt auch schon im Hintergrund, weißt, um was es geht und so. Und dann fällt es dir irgendwie auch
einfach einfacher zum Zuhören. Und der zweite Tipp ist noch, sich während dem Unterricht Notizen machen. Ich habe so das Gefühl, im Gymi hat das bei uns niemand wirklich gemacht. Vielleicht so Geschichte, weil wir es haben müssen. Aber sonst so normale Notizen, dass wenn die Lehrperson einfach nur vorne steht und etwas erklärt, dass man dann einfach zulässt oder eben nicht zulässt. Aber wenn man Notizen macht, wie im Studium, wenn ihr es später habt, dann müsst ihr es eigentlich auch machen, immer Notizen machen. Das hilft so mega, weil du hörst mehr zu, du willst es verstehen und ja, du kannst dich auch nicht ablenken lassen, weil du halt musst Notizen machen und es hilft dir auch beim Lernen nachher, weil du dann von den gewissen Unterrichten halt noch Notizen hast und so. Voll. Weil ich bin auch immer gesagt, ja, das muss ich dann nicht können, der Lehrer gibt ja dann schon irgendein Arbeitsblatt und das können wir dann zum Lernen brauchen oder so. Aber es hilft so viel mehr. Oder zum Beispiel nur schon, wenn ihr ein Arbeitsblatt bekommt, nachher auf dem dann Notizen machen, wo die Lehrperson vorher, also währenddem sie es verteilt, erklärt. Einfach so. Wie immer Zusatzinformationen. Je mehr Informationen, desto besser. So. Lieber hast du nachher zu viele Blätter zum Lernen, als nachher nur die Blätter, die du von der Lehrperson bekommen hast. Genau. Plus, auch noch während dem Unterricht, wenn du aufpasst, du hast nachher mündliche Noten und ich weiss, es gibt wahrscheinlich viele da draussen, die mega introvert sind und mündliche Noten hassen. Ich war zum Beispiel ein Mensch, das war mein Pluspunkt. So, ich hatte weniger Hemmungen zum Aufstrecken und sich melden und es hat mir so ein bisschen einen Ego-Push gegeben, wenn ich mal etwas gewusst habe und aufstrecken konnte. Und es hat mir auch mehr Spass gemacht, zu meinem Unterricht dabei zu sein, als einfach nur zu hören. Ich bin ein Mensch, ich brauche so das Aktive, als einfach nur zu hören. Darum könnte ich zum Beispiel auch nie an ein Studium gehen, wo es wie eine Uni ist, wo nur Vorlesungen sind. Ich brauche so ein bisschen das Aktive und darum hat mir das mega geholfen, so das Mündliche. Und eben, wenn du nachher eine mündliche Note hast, die gut ist, dann kann das dementsprechend vielleicht am Schluss auch mega darauf ankommen, weil das vielleicht an deine Noten noch ein bisschen aufpusht. Also es hat so viele Fächer gegeben, wo meine Noten den Arsch gerettet hat. Darum, ja, das habe ich auch immer so ein bisschen ausgenutzt. Ja, und eben, wenn ihr ein Fach habt, das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, wo ihr schlecht sind. Und es ist jetzt dann langsam Zeugnisabgabe. Also ich komme jetzt Zeugnis über, das ist langsam Ende des Semesters und ich merke, die sind ungenügend. Und ihr habt auch keine Prüfung mehr, wo ihr etwas machen könnt oder wo ihr ändern könnt. Gönnt, das ist etwas, was ich öfters jetzt machen. Ich weiß nicht, ich habe so oft gedacht, das ist unangenehm oder irgendwie, aber ist es nicht. Es ist so schlau, ihr seid so schlau, wenn ihr das macht. Geht zu der Lehrperson und fragt, ob ihr irgendetwas machen könnt, um eure Noten zu verbessern. Die Lehrpersonen, die sehen erstens, dir ist es wichtig, du willst etwas machen und für die ist es ja auch wirklich, du kannst nur Plus machen damit. Wirklich, du kannst nur Plus machen damit, weil du halt auch einfach den Eindruck von dir gut machst. Und dann geben sie dir auch wirklich eigentlich immer eine Aufgabe. Also ich habe das, glaube ich, 2-3 Mal gemacht und es hat mir richtig den Arsch gerettet. Also ich bringe das Beispiel immer wieder. Ich bin ungenügend im Französisch kurz vor meiner Matur. Ich hatte einen 3er oder habe ich einen 3er hatte ich. Und ich konnte nicht mit einem 3er an meine Matur gehen. Also das wird dann halb zählt. Und ich habe dann auch meinen Lehrer gefragt, hey, was kann ich machen? Und er hat gesagt, hey, schreib einen Aufsatz, eine Seite, egal über was du willst. Und ich habe dann einfach in 2 Tagen lang habe ich Zeit gehabt, um den Aufsatz zu schreiben, über was ich will, das ist ja scheißegal. Und es ist mega blöd, aber wenn du wenn du so etwas hast, könnte ja irgendjemand anders dir dabei helfen, dass du wirklich noch eine gute Note hast. Das ist ja nicht wie eine Prüfung. Oder du könntest Bibel benutzen. Oder einfach so ein bisschen, du kannst wirklich dann noch so viel rausholen. Und ich glaube, ich habe nachher einen 4,75 oder so gehabt in dem Dings und dann hat es nachher auf einen 3,5 aufrunden. Und das Lustige ist, ich habe nachher in der Matur auch wieder einen 3er gehabt und 3,5 plus 3, das ist eben halb wird dann zählt, hat einen 3,25 gegeben. Und im Zeugnis hat es dann wieder einen 3,5 gegeben. Und das ist gut, sonst hätte ich wirklich einen 3er gehabt. Also der eine Aufsatz hat mich im Arsch gerettet. Und voll, also einfach immer die Lehrpersonen fragen. Ich habe zum Beispiel auch mal in Geschichte habe ich das gemacht und ich habe dann gefragt, was ich machen kann. Und er hat gesagt, ich könnte einen Vortrag machen über irgendetwas Geschichtliches, was ich machen will. Also meistens bist du auch mega frei, also vielleicht nicht bei jedem, aber zum Beispiel im Geschichtslehrer hat gesagt, ich kann einen Vortrag machen, über was ich will. Einfach so, ich glaube, es ist nachher eine Lektion gegangen, also dass ich eine Lektion leite oder eine halbe Lektion. Ich weiß es nicht mehr. Und ich bin halt ein Mensch, mir macht der Vortrag schon Spass und ich bin gut in dem. Darum war das für mich so der Jackpot gewesen. Ich habe dann über Marie Antoinette einen Vortrag gemacht und er hat mir nachher einen 5,75 gegeben. Und das hat meine Note so aufgepusht. Ich habe sonst immer einen 3,5 gehabt, das ist schlechter. Und ich glaube, ich habe es nachher ein 4 oder 4,5 im Zeugnis gehabt. Ich war so stolz gewesen. Ja, darum, das hat
oft meinen Arsch gerettet. Und auch wenn es vielleicht, ich denke, das ist peinlich, die Lehrpersonen, die unterstützen euch, die wollen ja eigentlich, dass du gut bist. Und wenn sie nur schon sehen, dass du dir Mühe gibst und alles, dann kann das mega helfen. Ich bin auch mal zu meiner Chemielehrerin gegangen und habe gesagt, hey, was kann ich machen, dass ich meine Noten besser machen kann. Sie hat, glaube ich, gesagt, dass ich eine Prüfung nachholen kann. Und sie hat mir auch mega geholfen. Ich glaube, ich habe eine Lektion hat sie mir so ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben. Es war wirklich lustig. Vor allem, nein, oder wie war es? Ich bin glaub, vor der Prüfung zu ihr gegangen und sie hat mir eine Prüfung gegeben, also als Lernding vom Jahrgang oben dran oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin wirklich chemisch mein schlechtestes Fach gewesen. Ich glaube, ich bin immer bei einem 2,5 gewesen. Also, ja, also wirklich, ich habe schon 2 Jahre geschrieben. Chemie ist mir ganz, ganz, ganz schlimm gewesen. Und nachdem ich zu ihr gegangen bin, hat sie mir, Achtung, Slay, Flex, ein 3,94 gegeben. Nein, Spaß. Das war wirklich meine beste Note Chemie und ich war so stolz. Und das Beste ist, sie schreibt auch noch eine Prüfung an. Gut, Nathalie, mit einem Ausrufezeichen und einem Smiley. Also du merkst einfach so, die Lehrpersonen, die supporten dich und die wollen ja, dass du gut bist. Und ja, die schaut dann vielleicht sogar wirklich auch zweimal über deine Prüfung, wenn sie merkt, dass es dir wirklich wichtig ist, um dann wirklich auch jeden kleinen Mini-Punkt zählen zu lassen. Voll. Darum lieber mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten, als gegen die Lehrpersonen von was sind das für scheiß Arschlöcher, die haben scheiß Noten gegeben, es liegt nur an ihnen. Sondern aktiv sein, mit den Lehrern zusammenarbeiten, weil die wollen ja schlussendlich auch nur, dass du gut bist und dass du durchkommst. Wahrscheinlich nicht jeder, aber viele, die meisten, absolut meisten. Genau, was habe ich noch aufgeschrieben? Oh, etwas, was ich erst in meiner Maturzeit gelernt habe, für mich herausgefunden habe, ist, dass es mir viel einfacher fällt, einen Lernort zu finden, als die lernen. Das ist natürlich mega unterschiedlich, aber ich konnte nie die wirklich lernen. Ich war immer abgelenkt gewesen. Ich bin mega schnell ans Handy gegangen, dann bin ich wieder etwas essen holen, dann bin ich einfach mal ins Bett gechillt, dann bin ich mal zu meiner Hase gegangen, dann bin ich mal einfach spazieren gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also ich bin mega abgelenkt gewesen und ich habe dann, blöd gesagt, 8 Stunden lang einfach gelernt, aber eigentlich auch nicht gelernt, weil ich so nicht fokussiert war. Und dann bin ich teilweise wirklich bis am 3. Uhr Nacht noch wach gewesen und habe gelernt, weil ich einfach erst die Disziplin gefunden habe, wenn ich so im Stressmoment gekommen bin von «Scheiße, es ist 11 Uhr am Abend und ich habe morgen die Prüfung und ich habe erst 2 Lernziele von 10 oder so.» Also ich habe erst dann lernen mit dem Stressding. Und ich habe für mich herausgefunden, dass zum Beispiel Bibliotheken mega crazy geil sind. Also wirklich, die können mir so helfen. Ich kann zum Beispiel auch, also ich habe das in meiner ganzen Selbstständigkeit, in diesen 2 Jahren bin ich immer noch in Bibliotheken gegangen und auch jetzt nach dem Studium, ich gehe jetzt eben Mittag in Bibliotheken lernen. Für mich ist das so crazy, der Unterschied. Also falls ihr auch nicht gut könnt lernen, probiert das unbedingt mal. Also zum Beispiel ZB in Zürich, Zentralbibliothek, das ist einfach, du kannst dort hergehen und es hat Arbeitsplätze und es ist still und es hat ganz viele Menschen, die produktiv sind und auch arbeiten. Und du fühlst dich fast schon ein bisschen schlecht, wenn du dort das Handy gehst. Also ich kann wirklich komplett fokussiert sein und nur schon in meinem Kopf zu wissen, hey, ich gehe jetzt 2 Stunden in die Bibliothek zum arbeiten und dann kann ich nachher heimgehen und kann chillen und Feierabend machen, weil ich es dann geschafft habe. Oder irgendwie so. Also es hilft mir extrem und ich kann so viel besser fokussiert sein. Und meistens ist es vielleicht sogar noch geil, wenn du mit jemand anderem zusammen dort hergehst, so ein bisschen als Lerngruppe. Also ich habe zum Beispiel gerade in der Maturzeit eine Kollegin gefunden, und die auch nicht so mega gut war in der Schule. Und wir sind immer nachher zusammen in der Bibliothek gelernt. Wir haben so viel Fortschritt gemacht und für sie ist es auch mega krass. Also sie studiert jetzt und sie macht richtig gute Noten. Also wir sind zum Beispiel im Dezember sind wir daily jeden Tag in die Bibliothek gegangen, den ganzen Tag, jeden Tag. Und sie hat nachher richtig gute Noten geschrieben. Also ja, es hat, glaube ich, auch recht viel nachher im Studiengang gegeben und so, wo es nicht so gut geschafft haben und so. Und sie hat das easy geschafft. Also ich bin so stolz auf sie. Und darum probiere das unbedingt, wirklich. Also für mich war das ein richtiger Gamechanger gewesen, für sie auch. Einfach, ja, wir haben das vorher gewusst und wir haben das auch nie ausprobiert. Es war logisch gewesen, dass man die Hause lernt. Und in der Schule habe ich jetzt auch nicht mega gut lernen. Oder ich habe es auch nicht wirklich probiert, immer bei diesen, ja, Cafeteria oder so, das war auch laut gewesen. Darum, ja. Und auch noch ein wichtiger Punkt, ich glaube, das muss man auch noch kurz sagen, Nachhilfe. Ich habe es auch schon ausprobiert beim Französisch. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt etwas gewesen, aber ich würde sagen, einfach weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe bei ihr. Also, weil sie mir mega das Gefühl hatte, dass ich dumm bin und nicht kann, weil ich bin halt dorthin gekommen, also Französisch Nachhilfe und ich bin scheiße im Französisch. Und so, ja, ich habe jetzt meine Matur und sie ist halt davon ausgegangen, dass ich B2 bin, das Niveau.
ich bin A1 oder so. Also ich konnte keinen einzigen geraden Satz können sagen und sie war richtig überfordert mit mir gewesen. Und sie hat mir richtig das Gefühl gegeben von, Bro, du wirst das nicht schaffen und was will ich mit dir anfangen. Aber es gibt auch mega, mega gute Nachhilfelehrpersonen und ich habe das Gefühl, es ist etwas, wo in der Gesellschaft so ein bisschen ist. Also ich habe das Gefühl, es gibt viele, die sich schämen für das, aber es ist eigentlich genau etwas, wo wir uns nicht dafür schämen, weil das zeigt, hey, ihr gebt den Effort. Also wie ihr, uns ist wichtig, was ihr für Noten habt, ihr arbeitet an euch, ihr habt ein Ziel und das ist so viel, ich finde das so viel krasser als jemand, der einfach nur gute Noten schreibt. So, ich finde, das ist so viel, ja, ein krasserer Schritt und da könnt ihr so viel mehr stolz auf euch sein. Also ja, logisch, wenn ihr gute Noten schreibt, ja, wir wissen, wie ich meine. Also wie, das ist nichts für euch, für etwas, wo ihr euch mit schämen, sondern im Gegenteil, das ist etwas, wo ihr proud of euch seid, dass ihr den Schritt gemacht habt und dass ihr das wollt angehen und dass ihr euch wollt verbessern und so nicht einfach scheißegal ist. Und ja, vielleicht könnt ihr es ja einfach mal probieren. Nachhilfe ist nicht gerade in Stein gemeißelt. Da kann man glaube ich, sogar auch eine Probelektion machen und mal schauen, wie so der Vibe ist, ob es einem passt und so. Also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Das ist dann einfach einmal pro Woche oder so und das kann mega helfen. Ja, etwas, was ich auch noch gelernt habe, ist, ich habe, wenn ich für eine Prüfung gelernt habe, immer nur das Minimum, was ich muss lernen für eine Prüfung gelernt. Aber es macht eigentlich viel mehr Sinn, über den Rand zu lernen. Und wahrscheinlich habt ihr jetzt das Gefühl, boah, das muss ich ja noch mehr lernen, als ich jetzt schon lernen muss. Aber über den Tellerrand lernen heisst für mich, so lernen, wie wenn es das Thema ist, das euch komplett interessiert. Heisst, unter der Woche vielleicht einfach mal auf den Zug heimfahrt oder so, ein YouTube-Video zu dem Thema anschauen, falls ihr jetzt Geschichte habt. Schaut einfach mal ein YouTube-Video dazu an und weckt euer Interesse, weil es gibt bei jedem Thema, das ihr lernen müsst, irgendwie, egal ob es Geschichte ist, Biologie oder sonst irgendetwas, gibt es irgendeinen kleinen Teil, der euch interessiert. Und ja, vielleicht ist es halt dann auch etwas, wo ihr nicht in der Schule habt, weil zum Beispiel jetzt gerade Biologie ist für mich sehr auf dem Wissenschaftlichen, oder zum Beispiel Chemie, sehr auf dem Wissenschaftlichen gewesen, von Formeln auswendig lernen und dann so ein bisschen das mathematische Rechnen. Aber wenn du mal ein YouTube-Video anschaust und chemische Experimente oder so anschaust, zu dem Thema, das du gerade in der Schule hast, dann hat es mein Interesse viel mehr geweckt und dann habe ich auch viel mehr mir ein Bild verschaffen von Chemie, als einfach nur Formeln, so einen Haufen von Formeln, da ich nichts damit anfangen konnte. Also wie so ein bisschen über den Tellerrand lernen. Weil wenn ihr sonstige Informationen schon wisst und so ein bisschen einen Punkt gefunden habt, der euch wirklich interessiert, dann interessiert es euch allgemein zum Lernen und dann kann das Lernen sogar Spass machen. Wow! Genau, und das ist ja allgemein auch geil für Prüfungen. Also wenn Lehrpersonen merken, ihr wisst Sachen, die wir vielleicht nicht mal im Unterricht besprochen haben, oder eben vielleicht im Unterricht besprochen haben, aber nicht nur auf den Lernblättern sind, sondern eben auf dem Unterricht, das ist ein mega Pluspunkt. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Notizen, die wir im Unterricht gemacht haben, wenn ihr Sachen von dort lernt und dann an der Prüfung anwendet. Und das ist aber nicht auf dem Blatt gestanden, wo die meisten halt hätten müssen lernen, dann sind die Lehrpersonen impressed, die finden das geil, die finden das richtig geil. Darum, ja, ein bisschen über den Tellerrand lernen. Auch wenn es jetzt vielleicht gerade mega tönt, als wäre es viel mehr. Aber meistens ist es eben sogar weniger, weil es euch Spass macht zum Lernen und dann das Lernen auch viel nicer und einfacher und schneller geht. Ja, jetzt noch so ein simpler Tipp. Mir hat es immer geholfen, es gibt immer Jahrgänge oben dran, wo die gleichen Lehrpersonen haben wie ihr. Dort mal nachfragen, habt ihr vielleicht noch eine Prüfung von dem und dem Thema? Meistens ist es natürlich nicht die gleiche Prüfung, aber nur schon mit dieser Prüfung lernen und wenn ihr mal gelernt habt, nachher die Prüfung ausprobieren, um zu schauen, ob ihr das Thema könnt, hat mir manchmal geholfen und auch so ein bisschen abzuschätzen, wie die Prüfung ungefähr wird sein. Manchmal hat es auch Lehrer gegeben, die wirklich genau die gleiche Prüfung gemacht haben. Das ist natürlich absolut ein Jackpot. Darum einfach mal nachfragen und es kann mega gut sein, eben zum Lernen, zum sehen, was die Lehrperson für Fragen ungefähr wird stellen, um auch zu sehen, könnte ich das Thema, was ich ungefähr für Punkte, wie viele Punkte und so, bin ich schon genug weit, habe ich schon genug gelernt, so, also das auch Jackpot, wirklich, vor allem wenn die Lehrpersonen genau die gleiche Prüfung verwendet haben oder teilweise die gleichen Fragen, das war so geil gewesen, also das war so ein nice Gefühl gewesen, wenn du so eine Prüfung bekommst und du kannst einfach alle Fragen schon und du bist so, okay, das wird ein easy Game, alle, ja. Und ich hoffe, die Podcast-Folge geht nicht zu lang, aber ich habe sehr viel aufgeschrieben. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, was ich während dem Gymi auch nie verstanden habe, aber so wichtig ist, findet euren Lerntyp. Und da habe ich jetzt mal genauer aufgeschrieben, was ich mit dem meine, weil ich habe auch immer von dem gehört, aber ich habe nicht genau gewusst, was das ist. Und zwar gibt es 3 Lerntypen.
Der erste ist der visuelle Lerntyp, der zweite ist der auditive Lerntyp und der dritte ist der kinästhetische Lerntyp. Und zwar, also, ich kann jetzt mal selber vielleicht kurz einordnen, welche Lerntypen sind. Es ist nicht so, dass er genau nur einer von diesen 3 sind. Es kann sich auch überschneiden, dass er 2 sind. Vielleicht sogar könnt ihr mit allen 3 Sachen mega gut lernen. Aber es hat mir so ein bisschen geholfen, zu verstehen, wie ich am besten lernen kann, weil man wahrscheinlich jeder so ein Favorite hat. Der erste ist der visuelle Lerntyp. Da geht es vor allem darum, dass man am besten lernt, indem man die Information sieht. Das heisst, mit Grafiken, mit Diagrammen, mit Bildern. Also zum Beispiel auch, wenn man lernt, dass man dann eine Zusammenfassung macht und die farbig darstellt. Einfach so Sachen, indem man Sachen sieht, kann man es am besten lernen. Voll. Der zweite Lerntyp ist der auditive Lerntyp, das heisst, indem man die Information hört. Also wenn man zum Beispiel wenn man eine Vorlesung nur hört und so oder einen Podcast hört und so am meisten lernen kann, dann sind auf jeden Fall auditive Lerntypen. Also zum Beispiel Vorträge können da mega helfen, indem man mit anderen Leuten diskutiert, also über das Thema, das ihr lernen müsst, dann hört es und redet selber darüber, das kann mega helfen. Und allgemein, wenn ihr etwas lernt, euch das selber nochmal aufsagen. Zum Beispiel, ich bin gar nicht der auditive Lerntyp, also ich bin mir ganz da rein und wieder raus, aber ich habe schon von vielen gehört, dass es mega etwas bringt, wenn man die Sachen, die man lernt, sich selber nochmal erklärt in einer Sprachmemo und die am nächsten Morgen im Zug zu der Prüfung anlässt, dass das mega crazy ist. Also falls ihr der Lerntyp sind, probiert das unbedingt mal aus. Ich bin wirklich gar nicht der Lerntyp. Ich bin so schlecht im Zuhören allgemein. Und der dritte Lerntyp, das ist mein Lerntyp. Das ist, wenn die Information, wenn ich die aufnehme, indem ich mich bewege oder anlange oder irgendwie so, also ich erkläre das kurz, indem man zum Beispiel Sachen aktiv ausprobiert, also praktische Übungen macht, Sachen vielleicht anlangt, wirklich richtig sieht und kann heben, in die Hand nehmen, ausprobieren, Sachen selber erleben. Also ich mache das beste Beispiel, wenn ich herausfinden müsste, wenn ich jetzt schauen wie funktioniert eine Kamera, dann bringt es mir wieder etwas, wenn ich einen Text durchlese oder eine Anleitung, wie die funktioniert, noch wie man es einfach jemand erklärt, sondern ich muss das selber probieren. Ich muss das selber anwenden können, schauen, wo welcher Knopf ist, mit meiner Hand das machen, vielleicht sogar selber herausfinden und so. Dann kann ich am besten lernen. Genau. Ja, und darum irgendwie habe ich das in der Schule damals nicht wirklich herausgefunden, was genau mein Lerntyp ist. Und ja, habe nie so gelernt. Ich habe einfach immer eben das Zeug durchgelesen oder halt zugelassen, wenn es jemand erklärt hat. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht so gute Noten gemacht habe. Und ja, vielleicht jetzt, also für die jetzt auch den Lerntyp 3 haben, den kinästhetischen Lerntyp und Sachen müssen erleben, vielleicht kann das euch helfen, jetzt zum Beispiel Matheaufgaben auf jeden Fall selber lösen, anstatt die ganze Theorie durchlesen, selber lösen, aktiv anwenden, die ganzen Formeln. Geschichte kann zum Beispiel so sein, dass er entweder, also wenn ihr komplett Zeit habt, Orte besuchen oder es ist mega blöd und mega cringe, aber ist nicht wahrscheinlich alleine, wenn ihr es lernen müsst. Probiert Szenarien selber darzustellen. Also entweder mit so Spielfigürchen, dann spielt ihr es halt, dann das aufstellen, bei euch daheim, also wenn es irgendein Krieg ist oder I don't know, und das selber spielen oder mit euch selber spielen, indem ihr einen Satz sagt oder vor allem verknüpfen, vielleicht mit einer Situation. Also mir hat es zum Beispiel auch geholfen, jetzt zum Beispiel auch Voki lernen. Dann habe ich Post-its gemacht, habe ich in meinem Zimmer überall aufgehängt. Und dann habe ich es mega verbinden. Zum Beispiel habe ich im Schrank ein Voki gehabt. Und jedes Mal, wenn ich am Morgen an den Schrank bin und meine Kleider ausgesucht habe, habe ich das Voki gesehen. Und das ist dann habe ich das Wort connected mit etwas, was ich mache. So, und das hat dann eben sich connected und darum habe ich mich dann viel einfacher daran erinnern. So, wenn zum Beispiel dann das Voki an der Prüfung kam, ist es, das ist das, was im Schrank ist. Und dann habe ich es mir merken. So. Also wenn ich einfach eben das durchgelesen hätte in meinem Voki-Buch oder so. Genau. Darum, das ist mein Lerntyp. Vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen herausgefunden, was euch am meisten zuspricht. Wie gesagt, es gibt nicht einen fixen. Ich würde sagen, ich bin schon auch noch so ein bisschen der visuelle Lerntyp. Also Bilder zum Beispiel helfen mir sehr, Grafiken auch und so. Aber ich glaube schon am meisten, wenn ich es wirklich kann sehen und machen und fühlen und selber erleben. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge ist nicht zu lang gegangen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ich euch irgendwie helfen kann. Wie gesagt, das ist jetzt halt
sehr schwierig, ein Rezept zu finden, um gute Noten zu machen. Und es ist ja so ein bisschen ein längerer Prozess. Also wahrscheinlich wird es jetzt nicht gerade so sein, dass wenn ihr die Podcast-Folge hört, bevor ihr eine Prüfung habt, morgen oder so, dass ihr jetzt morgen gute Noten machen wollt, sondern es ist ein bisschen ein längerer Prozess, wo ihr euch arbeiten müsst, wo ihr das auch wirklich wollt und so ein bisschen den Effort reingebt und ja. Aber ich weiss, ich schaffe das. Wir schaffen das alle. Ich habe es auch irgendwie geschafft. Also vielleicht hilft dir das kurz. Ich habe auch meine Matur geschafft. Ich habe am Schluss sogar 4 Pluspunkte gehabt und ich bin nie ein super Schüler gewesen. Also irgendwie schaffen wir es alle. Und es ist ja voll okay, wenn man jemand ist, der ein bisschen mehr lernen muss. So. Das zeigt ja nur noch mehr, dass du es unbedingt willst und dass du kannst ja nachher umso mehr stolz sein. Also im Vergleich zu meinen anderen Klassenkameraden habe ich wirklich gekühlt, als ich erfahren habe, dass ich meine Matur verstanden habe. Also gekühlt alle. Und es ist auch umso schöner, du kannst dich umso mehr bei Erfolg freuen und es ist nicht so selbstverständlich. Voll. Aber ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück. Ihr schafft das. Wir schaffen das alle. Und denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal lernen und wenn ihr im Unterricht hockt, dass ihr euch ein Blöckchen vornehmt, zulässt, Notizen macht und eure Lehrpersonen fragt, wenn ihr Fragen habt. Und ja, probiert euch ein bisschen umzustellen. Und falls ihr jetzt das kurz vorm Schlafen hört, geht schlafen. Schlafen ist wichtig. Und ich bin eigentlich wirklich der schlechteste Mensch, wenn ich das sage. Es ist jetzt, ich weiß nicht, wie spät es ist. Wie spät haben wir? Oh mein Gott, es ist 1:30. Ich muss mal um 1:30 aufstehen. Never mind. Ich kann jetzt auch mal schlafen. Aber ich habe mir dafür morgen ein bisschen chilligeren Tag. Aber ich wünsche eine gute Nacht. Ich wünsche eine gute Nacht. Ich kann pennen. Ich kann pennen. Gute Nacht an dieser Stelle. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und jetzt habe ich die Kamera gerade ausgestellt. Bye!